Kelly, Joel? was du an deiner Jugend hast, dort Metal-Konzerte gegangen? Ja. Ich weiß, das ist ein bisschen ein Stretch für die Vergleich zu machen, aber schon damals schon immer fand, dass es ziemlich witzig wäre, dass den von Mettler und Mettlerinnen so den Eindruck hat, das wäre so ganz hart Leute, die dann deichter Ugedo sind und so ein bisschen Bass sind. Aber wenn den dann auf seinem Konzert ist und fällt den, weil den irgendwie am Moshpit wäre, da sind das die feinsten Leute und die helfen dir all direkt am Mob, das wäre eine richtige Community. Ja. Ich finde das fein mit dir. Und schon von Gefühl an der BDSM-Community ist ein bisschen ähnlich. Das ist absolut wahr. Ich hatte so Bilder im Kopf von mir, mal so 17 Jahre, wie ich so am Moshpit ab Maul gehen. Also jeder hilft da einfach direkt. Genau. Und das ist so ein Art der Weis für Solidarität, die ich am Anfang sonst in der Gesellschaft halt so ein bisschen vermisse. Ja, ich fand einen guten Vergleich. Das sind immer da auch verstanden. Ich habe mir natürlich nämlich auch Gedanken gemacht, wie man kennt denn die Episode von heute gut introducen. Und das Einzige, was mir angefallen ist, war, Joel, wir schwätzen heute nicht über 50 Shades of Grey. Nee, das sollte man auf keinen Fall machen, aber ich meine, wir müssen aber ein bisschen drüber schwätzen. Ja. An dem Sinn, dass wir drüber schwätzen, dass vieles von dem, was bei 50 Shades of Grey vermittelt wird, gar nicht der Realität entspricht. Sind absolut auch verstanden. Dafür die Leute heute schwätzen wir über BDSM und mehr spezifisch über den D und den S am BDSM, nämlich über Dominanz, also Mission. Ganz genau. Das hier ist Mayway Sex. Wir schwätzen als Mittwoch über ein anderes Thema zu Sexualität. Von wie der Körper funktioniert, über Beziehungen bis hin zu Sexpraktiken. Mayway Sex. Der Podcast für alle Menschen mit einem Körper. Kelly, was heißt denn eigentlich BDSM? Also wofür stehen die Buchstaben? Die Buchstaben stehen für May-Sachen. Fangen wir beim B an. B steht für Bondage, also Fesseln. Dann den D an den S steht für Dominance and Submission, also Dominanz an einer Werfung. Worüber wir heute ein bisschen mehr schwätzen. Mit dem D steht aber auch für Disziplin, also Disziplinierung. Und dann den SM, und steht für Sadomaso, also wenn ihr gerne Peng spielt oder gerne einer anderen Person Peng gött. Voilà. Und das sind Praxen, die ich sozusagen kombinieren kann. Und die heinst du auch etwas mit denen zu tun haben, mir aber nicht immer. Weil ich kann zum Beispiel auch Leute, die sich süß für Fesseln interessieren, zum Beispiel, und du irgendwelche japanisch Fesselkunst-Workshops machen, mir sonst aber mit Sadomaso oder so eine Empfehlung tun. Genau, wo der dann von just auch teilweise sogar nicht so sexuell ist, wo es mehr um die Ästhetik geht oder um das Gefühl, gefesselt zu sein oder zu fesseln. Es geht ganz oft gar nicht immer irgendetwas Sexuelles, tatsächlich, bei BDSM. Genau. Aber vielleicht schwätzt man noch weiter ein bisschen über Begriffe, und zwar die da vielleicht so um den D an den S drun gebunden sind. Also, wenn ihn dominiert, dann wird ihn oft Dom oder Dom genannt. Das ist dann die weibliche Form. Aber wenn ihn sich submisiert, dann ist ihn der Sub oder Zub. Und da gibt es aber dann auch noch andere Begriffe, die vielleicht ein bisschen mehr neutral sind, gibt es schon mal so. Mehr, aber auch vielleicht mehr verwirrend, weil sie auch an andere sexuelle Kontexte dafür kommen, nämlich Top oder Bottom. Yes. Also Top, die Person, die die Macht, die Autorität oder die Kontrolle hat, aber Bottom, die Person, die das quasi abgibt. Und das kann ihn aber auch zum Beispiel aus Praktiken, wen penetriert. Also die Person, die Top ist, aus der die penetriert, und die Person, die Bottom ist, aus der die penetriert wird. Und was mein, du wissen zu so aus, dass das nicht unbedingt etwas mit Aktivität oder Passivität zu tun hat. Genau, also auch die Person, die Sub oder Bottom ist, also so ein bisschen submissiv, halt aktiv und der Szene oder und der Aktivität, sozusagen ein Deal. Genau. Und da gibt es noch etwas, das heißt Switch. Joel, was hört du mal da auf sich? Ma switchen sie Leute, die sich nicht an enger Top- oder Dom-Position oder enger Bottom-Sub-Position oder nicht nimmen an der Position wohlfühlen, mäßiger beiden wohlfühlen oder wo das sogar während dem Spielen oder während der Session kann ändern. Genau. Du hast natürlich für viele, wenn beide Personen
Switches sind Ja, so. das steht ein bisschen. Steht ein bisschen allein. Ja, auf jeden Fall gesagt, BDSM ist ein Überbegriff, einen anderen Überbegriff, den ein bisschen mir einfach möchte als Kink. Mhm. Und gibt so ein bisschen die Gegenüberstellung von Kink auf Vanilla oder Kinky Sex auf Vanilla Sex. Und Vanilla Sex als echte Sexualität, wo BDSM keine Rolle spielt sozusagen oder nicht sich aktiv dafür interessiert wird an Kink oder Kinky Sex als Sex, wo BDSM-Elemente mit drin sind. Genau. An den Vanilla könnt du hier, da ihr seht, bei allen Menschen wird Vanilles Glas gern. Und keine Leute, die haben nach einer Sorte von Glas auch gern. Aber Vanilla ist das, worauf sich die meisten Leute ähnliche können. Ja. Weil du geschwärzt hast von aktiv sind, du kannst dir vielleicht direkt mit einer falschen Konzeption, mit einem Myth abraumen, nämlich dem, dass die Person, die toppt oder dummt, dass die alles bestimmt. Ja. Weil das ist nämlich gar nicht so. Also das ist nicht so, dass just weil ihr seht, ich silo Bottom, ich kilo mich Wurst auf, dass die andere Person dann merken kann, was sie Lust hat. Absolut. Es gibt den schönen Satz, Topping from the bottom. Das heißt, sogar wenn ein Submissiv- oder Bottom-Roll anhält, quasi an dem Szenario, dass in am Anfang immer aber die Person aus die Grenze bestimmt, also die Grenze von dem bestimmt, was die andere Person mit dem möchte, sozusagen. Und was eine absolute Misskonzeption ist beim BDSM, ist, dass es irgendwie so einen weirden Kontrollfetisch ist, wo irgendetwas möchte, was eine andere Person nicht will, weil es gibt immer, und da das am Anfang den Hauptunterschied zwischen Kinky-Aktivitäten und Vanilla-Aktivitäten, dass immer für drun zu summen decidiert, was für Praxen quasi möchte oder was für okay ist, aber nicht. Genau, an den für drunter überschätzt, ja, ich fand eine Chain, wenn du mich umdrehst, an meinen Schiller nur in den Hals, und dann XY mit man muss, und dann sieht die andere Person, ja, mega cool, da war ich da. So. Und da geht es so ab, dass das heißt safe, sane and consensual. Das ist so ein großes Motto, den meine ich ganz, ganz lange Zeit an der BDSM-Community so sollte beschreiben, wie ihnen dann um die Sachen rumgeht. Sie sollen sicher sein, sie sollen sein, also irgendwie nur vollziehbar sein, und sie sollen konsensuell sein. Das sind noch Sachen, die so gif schreiben, aber den Sein, den fand ich vielleicht nicht so gut, und du delen ich die Kriterien ein bisschen, weil dann so ein bisschen Daylight hochwirdigt, die psychische Probleme haben oder psychische Krankheiten haben oder einfach Mental Health Probleme haben. Und da gibt es dann den anderen Begriff, den philosophisch ein bisschen anders ist, aber ziemlich an die ähnliche Richtung geht, das dann RACK, und geht RACK geschrieben. Und da geht es um Risk-Aware Consensual Kink. Wieso ist es Risk-Aware? Also wieso sind nicht mal bewusst, dass es Risiken gibt, weil es dann am BDSM keine Praxis gibt, wo kein Risiko besteht. Das ist, manchmal bei aller sexueller Aktivität können immer Sachen schief gehen, kann immer Probleme haben. Und das ist einfach wichtig für sich, für den Apps möchte, sie das sich fesseln lassen, sich schlagen lassen oder irgendeine andere Form von Spiel betreiben, da den immer vier checkt, was sind Risiken, und nicht nur als die Person, die getoppt wird, mehr eben auch als Top oder als Dom wissen, was für Praktiken kann ich, was kann ich auch physikalisch so machen, dass ich mal sicher bin, dass die Person nicht so weh tut, wie sie nicht will. Und dann consensual, ich meine, da muss man nicht viel drüber schwätzen, aber vielleicht muss ich da mal ein so. All die Praktiken, über die wir schwätzen, die funktionieren immer, wenn sie konsensuell am Vierfeld ausgehandelt gehen, wenn ich weiß, worüber sich alle ist, und wenn ich noch weiß, dass die andere Person das will. Und den Kink, den hast du ja schon ganz gut erklärt. Ja, genau. Ja, ich noch, wo ich drüber nur gedacht habe, über das Safe, fand ich am Anfang der Risk-Aware, vielleicht ein anderer Blickwinkel für darauf zu gucken, weil probiert ihr immer so safe wie möglich zu sein, was bedeutet, dass ihr informiert ist, dass ihr sich runterhascht, dass ihr ehrlich und verantwortungsvoll mit denen umgeht. Aber also sogar, wenn ihr nicht mehr
ganz langweiligen entre guillemets Missionarstellung Sex hat, also es gibt ja immer Risiko, es gibt ja immer Risiko, sich mit einer Krankheit umzustehen, es gibt immer Risiko, dass die Verhütungsmittel nicht funktionieren, es gibt immer Risiko, dass du, ich weiß nicht, von der Bettkant fällst, Genau. was auch immer. Das ist auch so etwas von den falschen Konzeptionen oder Mythen zu kinky Sex oder kinky Aktivitäten, dass die mega gefährlich müssen sein, weil am Anfang du durch da sehen, über Sachen schwätzt und auch Sachen ausschwätzbar sind, sozusagen, geht die Risiko am Anfang rauf. Ja, eng sagt die auch enorm wichtig ist an all denen Aktivitäten, an wo schon mengen, dass das worin es schleit, die sich schon nicht für kinky Sex interessieren, mit wirklich just Vanilla-Sex wollen hun, sich am Anfang eng Scheifkinden aufschneidet, aus der BDSM-Community oder auch nicht eng Praxis überholen, das ist das sogenannte Safe Word oder das kann auch als Gest sein. Und das bedeutet am Anfang, dass den sich den aufhängt, da sind wir beim Thema Kommunikation, und der vier soll über all die Sachen schwätzen, möchte sich ein Wort oder eben ein Gest oder so sehe ich etwas aus, das heißt Stopp. Am besten ist das nicht nee oder am besten ist das nicht au, weil das die Sachen, die vielleicht echt so innerhalb vom Spiel dann aber vier kommen an dem Kontext, weil ihn das keine so und dass die Person abhält, mir zum Beispiel so etwas wie Apple Teert, weil die normalerweise ja nicht während dem Sex oder während kinky Aktivitäten sieht, und dann hält die andere Person ab. Und, dann kann ihn entweder weitermachen in einer kurzen Pause oder teilt er ganz ab, das muss ihn dann ausverhandeln. Das ist was mal eng wichtige Sicherheit, also ich meine noch für Bait-Leute, für einfach zu wissen, okay, wenn der Person zu viel geht, dann weiß sie, was sie sieht, dass ich soll abhalten oder umgedreht, ich weiß, was ich muss so und dass die Person abhält. Da gibt es dann auch noch zum Beispiel das System von der Rodaluet, also dass die Rot, Giel oder Greng seht. Greng heißt mehr einfach Vieron, Giel heißt mehr Vieron, mehr vielleicht nicht zu fest oder mal der Psanisch, dass Rot heißt Stopp. Ja, das hat man ja schon, heinst du, an unseren Rubriken oder so zur Kommunikation. Und ich fand das extrem sinnvoll, auch weil Orange so viel unterschiedliche Sachen kann heischen. Nämlich, kann man mal eine Pause, kann man mal los oder wir schwätzen drüber. Oder ich muss mal kurz gucken, auf vielleicht geht es darum gering und mega gut oder es geht rot. So, das ist ein bisschen darauf vorbereitet. Aber was ich auch noch kann bei Justin als zum Beispiel doof klappen. Also, dass er zweimal sehr klappt oder so, ob Matras oder ob die andere Person, dass sie das quasi matt kriegt. Falls ihnen sich nicht so wohl, wenn man da fehlt, lo zu so ein Orange oder Bananashake. Heißt du, also auch irgendwie gefesselt oder zu den einen Knebel am Mund und kann ich nicht schwätzen und dann muss ihn sich natürlich am Voraus irgendeine Zucht zur Kommunikation ausdenken. Das kann auch sein, dass den irgendetwas an der Hand hört und das dann einfach auf den Boden fallen lässt und dann als Aufmerksamkeit ziemlich sicher. Wo wir schon ein bisschen dabei sind, sind wir schon bereit, für über unterschiedliche Formen von Dominanz und Submission zu schwätzen. Ja. Ja? Ja. Weil mir ist aufgefallen, wo ich so drüber nur gedurcht habe, dass am Anfang Formen von DS, also ich soll einfach mal Durchkürzung von Dominanz und Submission, nicht so mega krass sind. Aber dass am Anfang die meisten Leute wahrscheinlich kein Vanilla-Sex an dem Sinn haben, dass währenddem sie Sexualität oder Intimität erleben oder Spiel erleben, dass die meisten am Anfang irgendwelche Art und Weise davon an ihrem sexuellen Leben mit dran haben. Ohne zu wissen, dass das unbedingt etwas Kinkyes ist. Und ich meine, du hast einen Unterschied, einfach sich bewusst sein, aha, das ist etwas, das heißt BDSM, das Kinky, du willst vielleicht weiterforschen oder deine Community, der ich mich zugehörig fühlen. Aber ich denke, das war für mich ganz wichtig zu verstehen, dass am Anfang BDSM nichts Exotisches ist, mehr etwas Normales, für wen sich nicht zu schummen braucht und dass das auch einfach aktiv kann an seinen Beziehungen sozusagen mit abbauen. Ja. Da wäre der Mythos, dass jeder am Kerker ganz alliierter, irgendwelche weird Dominanz, Submissions Geschichten aus spielischer. Ja, das so. Ich denke, für verschiedene Leute ist das, was Kink aber BDSM ist, mir für viele Leute auch nicht. So nicht. Und gehen einfach immens viel Aufstufungen. Also von, ja, wie du siehst, Vanilla-Sex, wo eine Person vielleicht einfach mehr aktiv ist oder mehr deletet, bis hin zu eben dem erwähnten Kerker, wo ein Mensch lagaliert gekleidet ist. Aber da gibt es noch ganz, ganz viel dazwischen. Ja. Und so gibt es doch beim Dominanzen ganz viele verschiedene Möglichkeiten für das auszuleben von der Person, die wirklich
alles bestimmt, bis zu der Person, die, wie du 400 Uhr geschwört hast, Topping from the Bottom, die vielleicht echt die Sache möchte, die Bottom-Person gern hat, 4 schlägt, war doch oft ganz praktisch aus, wenn in der Situation ist und denkt so, was soll ich als nächstes machen? Und dann können so 4 Schlag oder so. Wäre so ganz schlimm, wenn du das an das gibst machen. Zwinker, zwinker. Gute Idee. Merci, dass du mich darauf hingewiesen hast, dass du das so ganz schlimm gibst fanden. Ja. Was für Sachen wären dann so, die kein 4 schlagen oder die währenddessen einfach so geschehen? Also, ich kann von meinem Spiel die echt Erfahrung schätzen, wo ich so an dem Bereich hatte, wo man aber auch schon relativ fortgeschritten wären am Geschehen und die Person dann gemerkt hat, hast du nicht Lust, mal an das Gesicht zu schlagen. Ich habe irgendwann so geschleckt. Also ich habe das gemäht. Also ich gedacht, okay, fuck, du findest das ziemlich geil. Das ist etwas, was wirklich schon in Erinnerung geblieben ist. Das ist nicht, dass ich muss so anwenden, mit dem ich sage, ich muss ihn an das Gesicht schlagen. Gut nicht, aber das war einfach eine ziemlich krasse Erfahrung, für das einfach zu merken, okay, dass das so geschieht, irgendwie Energie mehr, und das hat mir ziemlich Spaß gemacht. Ich sage gar nicht, ob den Frage das ist nicht schlimm, weil es ist wirklich cool, dass du das erzählst, eine mehr schöne Erfahrung von dafür zu merken, so, wenn die andere Person das will, und ich merke, ich will das auch, und das passiert, und das bringt da jetzt am Anfang irgendwie Mino an mir intim, und das, okay, das ist etwas, was am Anfang gesellschaftlich verpönt ist, oder was auch viel einfach so geschieht, ohne dass die andere Person das will. Ich denke, in irgendwelchen Mainstream-Pornoen oder so, wo jo für allem mit der Frauen relativ gewaltvoll auch teilweise umgangen geht, ohne dass sie das vielleicht auch wollen oder auch gewollt tun. Das hat so eine mehr krass cool Erfahrung, das können sie machen. So. Ja. Wenn man über die Mann-Frau-Dynamik kann ich Dominanz schwätzen los schon oder recht mich spät? Oder? Nee, komm, ich schwätzen direkt darüber. Ich fand das einen guten Punkt. Weil, also wie du siehst, das ist eine ganz schöne Erfahrung, und dazu doch dann immer ganz viel mit der eigenen Identität, den fand ich. Weil ich schätze mich am Allgemeinen, am normalen Leben, Energiemähen, nicht unbedingt als die allerdominantste Person von der Welt. Und ich habe am Anfang die Erfahrung gemacht und auch nicht gedacht, dass ich das unbedingt so Kind und der Wild, aber wenn ich das dann ausprobiert, dann merke ich so, okay, das ist am Anfang ziemlich cool. Und dann habe ich mir aber auch so vorgestellt, kann ich als feministischer Mann, darf ich da eigentlich dominant sein? Verstärken ich dann nicht so die Rolle-Klischeen, gerade von Stand, dass man eine Frau machen. Und dann war das am Anfang, ja, ich kann das machen. Und nee, ich verstärke die Klischeen nicht unbedingt, weil das ja alles auf Konsens beruht und weil das ja am Anfang, wenn ihr so guckt, wie Sexualität in dieser Gesellschaft konstruiert wird, am Anfang einfach relativ subversiv, was da den 4 drunter schwätzt, was die will machen, wo die Grenzen sind, was die cool findet, was die nicht cool findet. So wird es dann noch vielleicht recht mischt, wenn ihnen gefroht geht, ich gebe das gut fanden. Und ich fand noch, wenn ihn mit Leuten Kinky Sex oder BDSM-Praktik gemischt, die ihn noch nicht so gut kennt, fand ich absolut gut kein Problem, für nur zu fragen. Gibst du das gut fanden, wenn ich die Logik auf den Arsch schlage? Und da sieht die Person, ja, das ist nee, und dann halte ich mich. Ja, das ist mir auch so ein bisschen bei der Frage, für was wo die Kinky Sex sozusagen oder lesen sich als Frau dominieren. Und ich denke, das wird auch viel dummer zu denen, dass ihn halt ungut Erfahrungen gemäht wird, wo ihn das nicht wollt, und dass ihn das so kann abschaffen. Also so ein bisschen wie so Mini-Trauma-Bearbeitung, wo ihr merkt, dass ihr selber Kontrolle darüber hat und sich da fallen lassen kann und dass das auch eine gute Erfahrung kann. Wo ich nicht will so, alle Frauen muss sich da gewollt dominieren lassen von ihrem Partner oder ihrer Partnerin für irgendwelche Sachen abzuschaffen. Nee, absolut nicht mehr. Ich meine, kann weh Sinn für Sachen neu zu besetzen, sozusagen. Oder auch so ein Schum, den hört zum Beispiel am meinem Fall als feministisch Frau für zu sagen, ja, mir das dir nicht, weil das ja ultra unfeministisch, weil ich muss ja immer mega stark sein und dir kein Schwastweisen und für allem nicht mich von einem Mann dominieren lassen oder so. Und ich denke, war das die alle Diskussion von, was dir Feminismus oder was heißt feministisch zu sehen, bei Anfang des Schwarze Huhn. Sich können rauszusichern, ob ich das will oder nicht. Ich meine, so einfacher sind.
Ja, und soll ich schon die Sachen machen, die einem Spaß machen, an die einem Fried an Lust bereden. Ja. Und da das nicht mal, heißt du, sind das Sachen, die vielleicht selber mehr überraschen, wie ich gedacht hat. Und auch wenn ich schon eine Zeit lang mit der Sam gemäht hat, kann ich, wie ich dann zum Beispiel matt geht und dann habe ich mal die Erfahrung machen, dass es vielleicht cool ist zu switchen. Und mal einfach nicht von vier ran Kontrolle zu haben oder Dominanz zu sein, mehr darum kämpfen zu müssen, wen da an dem Gerangel da quasi die Viehherrschaft zu haben. Ich muss sagen, das hat mich, also ich hätte mir das nicht gedurcht, auch nachdem ich wusste, okay, ich fand den Kinky wäre cool und ich weiß, dass ich richtig dominant bin. Und aber denken, okay, ich bin aber ein offener Mensch. Und ich aber immer ein bisschen so ein Barriere am Kaffee gesagt, schon, mir das möchte ich da etwas mega mit deiner Identität, die ist da irgendwie so mühsam aufgebaut ist und du hast gelernt, dass die Seite von dir zu akzeptieren, das cool zu finden. Und dann denkst du immer so, ja, okay, wenn ich los switchen, dann baue ich das ja komplett auf. Und dann habe ich aber gemerkt, okay, das ist aber wirklich eine Bereicherung und das muss nicht so viel mit mega Identität zu dienen und das ist einfach relativ cool, sich die Rollen auswählen zu können, wenn den da Lust darüber hat. Ja, mega nice. Ja, schön, ich muss sagen, wo ich King für mich entdeckt habe, sozusagen, war es für mich mega schwer, mich an einer submissiver Position zu finden. Effektiv, wenn es dem Dinge von, ja, mir ist ja eine starke Person sozusagen, und mal eine Kontrolle lassen an sich fallen können zu losen, aus einem von den entspannendsten Erfahrungen, die ich bislang gemacht habe. Auch gerade, weil in die Sicherheit fortfahren, es geschieht nichts, was ich nicht will. Das wird dann aufgeschwart, geplant, und am Anfang habe ich trotzdem, aber ein ganz komische Art und Weise immer noch die Kontrolle über die Situation, an dem ich so aufgehe. Ich bin aber auch mega froh, dass der Begriff von Switch, also dass in anderen Situationen selber oder auch als einer Identität quasi von wen optritt, dass das immer mehr visibel geht, sozusagen, weil ich meine nicht so sinnvoll fand, dass das so stark Positionen sind. Ja, das wäre eine ganz komische Binarität. Also ich meine, das wen du veranlagt, das ist wahrscheinlich wie bei ganz vielen Sachen ist da auf einem Spektrum angesiedelt, wie du wirklich das so, das sind entweder so oder das sind entweder so, ich meine nicht. Und es sind natürlich auch Leute, die an einer Rolle rankommen und dann nur pro Jahr oder nur pro Monat oder in einer gewissen Zeit einfach merken, okay, ich interessiere mich aber echt für die andere Seite und ich bin nicht da. Weil du viel vom Lassen geschwärzt hast, was für mich beim Dominieren, was ich immens spannend fand für mich selber, als dass es mal gar nicht so darum geht, dass ich mal in meinem Leben in der Situation habe, dass ich Kind einer Person befehle, was sie zu machen hat oder zu bestimmen Kind, was man logisch für machen, weil erstens also das nicht und zweitens fand ich den Aspekt auch nicht so den allercoolsten oder ich habe am Anfang gefühlt, dass ich in meinem Leben oft genug Freiheit habe, für man sich mit mich selber was bestimmen zu können, was ich mache. Mehr, was ich aber ganz schön fand, ist, du kriegst von einer Person immens viel Vertrauen, weil du musst ja aber Sachen, die nicht unbedingt die allercoolste können sein oder du gehst dich an Situationen, wo einfach ein Risiko du hast und die Person schenkt dir Vertrauen, dass du verantwortungsvoll da umgehst und du hast dann auch eine Verantwortung, die drehst du nicht nur für dich selber, aber auch ein bisschen für die andere Person, weil du aber immer an einer Position bist, wo du musst können reagieren, wo du musst können Sachen stoppen und das fand ich am Anfang ziemlich cool, das ist ein ziemlich cooles Geschenk. So. Ja, ich fand noch. Also das auch heinst du erstaunlich, wie sehr in das Vertrauen kriegt und das fand ich auch immens schön, dass das heinst du dann ganz sehr kann gehen. Ja, ich fand, das kreiert halt einfach eine Art von Nähe zwischen zwei Personen, egal ob in sich, ich weiß nicht, für dich ob einer Playparty kennenlernt und dann, weiß ich nicht, eine faire Stunde mit denen spielt oder schon seit, weiß ich nicht, 2 Jahren zusammen ist und seit 2 Jahren vielleicht auch Sex mit denen hat oder so. Das ist eine Art von sich nutzen und sich vertrauen, die ich durch wenig Vanilla-Praktiken so kann spüren, sozusagen. Wobei ich auch, wie gesagt, die Aufgrenzung zu Vanilla ein bisschen blöd fand. Ja. Also das ist einfach eine ganz andere Form von Intimität. Oder was ist eine ganz andere Form? Das ist eine Form von Intimität, die für verschiedene Leute einfach bei ihrer Sexualität dabei können. Ja. Und ich fand das einfach ziemlich cool für die
die Reim die sich op den vu Mäketen für die zerforschen. Bleiben wir ein bisschen bei den Gründen, für was ihr das möchtet. Weil darüber habe ich noch lange nur gedurcht. Und du hast etwas gesagt von den Reimen, die sich abmachen. Also für mir, zwei große Gründe, die mir angefallen sind. Erstens, Kreativität. So, und so Fantasien ausprobieren, das effektiv eine mehr kreativ Geschichte für sich zu überlegen, was für drin schon oder während dem, was ging mal gefallen, was ging ich gerne machen, was kann ich vielleicht machen, was das vielleicht auch eine Fantasie, die ich schon, die ich will, denke, ausleben, wie kann ich die ausleben, weil oft sie ja Fantasien und dann wieder in der Realität, das ist total unterschiedlich. Ja, also ich merke so Sachen, die ich mal in der Fantasie mega schön stelle, wenn sie in der Realität gehen, fand ich sie überhaupt nicht mehr so flott. Also das tönt mich, das ist so eine Fantasie und so. An der Realität fand ich ganz andere Sachen. Viel mehr interessant. Aber gleichzeitig ist es doch ein mega krasser Lehrprozess über mich selber, weil ich denke, wir wissen oft gar nicht, was wir überhaupt wollen. Und mir fällt zum Beispiel mehr leicht, Sachen zu proposieren der andere Person, was sie will, oder Sachen auszufeiern. Die Person, die in dem Fall submissiv ist, die mir als zusammen ausgemäht haben. Aber für wirklich selber zu wissen, was will ich in dem Moment, für allem, wenn ich in einer Bottom-Situation ist wirklich schwer. So. Ja. Und das ist so eine Art Übung, die ich mega cool fand, weil so in so einem sicheren Raum irgendwie passiert. Ja, das stimmt. Also umgedreht fand ich, dass das aber auch eins so funktioniert. Das ist cooler Sache proposiert zu kriegen und sich dann quasi ein bisschen eine Geschichte oder ein Storyboard auszudenken, wie können wir das an eine Reihenfolge springen, die irgendwie sinnvoll ist, wo die irgendwie zu einem Höhepunkt kommt, was irgendwie interessant ist. Das fand ich auch ganz cool. Ja, hängt halt davon auf, wie elaboriert ihn für drin einen Plan möchte. Ja. Und auch wie gut ihn sich kennt, weil ich denke, wenn jemand persönlich spielt, mit denen er schon mehr oft gespielt hat, und über den schon Sachen weiß, zum Beispiel die Person findet mega gut oder kann als nicht so empfindlich, ich weiß nicht, in ihre Brust oder bei ihrem Hühner oder so. Das sind einfach Sachen, die ihn schon weiß, wo dann mehr automatisch funktionieren, sozusagen, selber anzuschätzen. Und ich denke, weil den sich besser kennt, wird auch vielleicht mehr intuitiv Spielachte passieren. Genau, ja. Und das ist effektiv ein anderen Punkt, den ich mega cool drauf fand, die Spieligkeit. Also so das, was du ja schon am Anfang erwähnt hast, dass es nicht unbedingt so mega krass sexuell muss sein, dass mir die ganze Körper abbezogen geht am Anfang an Spiel und dass es nicht unbedingt nicht mehr um so die Genitalsexualität geht. Genau, ja. Das war noch so ein von den Gründen, die mir gefallen sind. Ja, das wären 360 Grad Erfahrung für die Körper. Das wie am Kino. Es gibt 2D, 3D und 4D aus BDSM. Also ja, ich fand die Glasse-Metapher so basic auch aus. Ich fand sie wirklich ziemlich gut, weil neben Vanille gibt es einfach immens viel Gur und immens viele Sachen, die ich kann ausprobieren. Ich fand das einfach ziemlich spannend. Auch, aber sie wird nämlich für dann rauszufinden, okay, das gefällt mir überhaupt nicht. Ja. Ich muss an das Gespräch denken über das Petting, wo mir aufgefallen ist, dass am Anfang den Teil von einer sexuellen Begegnung, nämlich den mehr sensuellen Teil, wo in sich, ich weiß nicht, über die Körper führt, in sich kribbelt, in sich himmelt und so, und sich wirklich effektiv Zeit hält, ohne den Druck, den Performance-Druck zu haben unbedingt, dass den oft einen Ruf fällt sozusagen. Dass es dann oft gar nicht mehr darum geht, ich muss unbedingt die Person zu einem Orgasmus führen oder ich muss unbedingt, ob da dann das Ziel kommen, mit der echte Praxis aus sich Ziel ist. Genau, weil ich hatte Laschkeier, sag's mal deiner Ex-Freundin. Und du hast mir aufgefallen, dass das, was ich am Anfang am meisten genießen, das ist, was so geschieht, während die Spannung sich aufbaut zwischen uns und die ganz Kussen, die man als dazwischen gehen, an die Zeit, die man als holen, für wirklich als nur zu sehen, an die Art von Intimität, und dass du nur, sobald du dann drüber nur denkst, was man nicht away, dass das so ein bisschen verloren geht, einfach. Und das ist dann von gar nicht mehr so spannend fand. Genau, und das ist auch ein bisschen so ähnlich bei Kinky Sex oder Spielpraktiken oder so. Baut dir ganz oft ganz viel Spannung ab. Ja. Die dann angelesen wird oder auch nicht. Also die Leute, die dann immens gut fanden, für so Orgasmuskontrolle zu machen, beim Orgasmus zu bleiben, dass eben bis bald zum Höhepunkt gedreht gehen und dann aber nicht dafür kommen. Ja, und das, wie du gesagt hast, am Anfang das geht, was gerade geschieht und nicht in irgendeinem Ziel oder so. Genau. Ja. Ja.
Apropos Orgasmuskontroll. Ja, muss man so zurückhalten. Schon so probiert ein bisschen Kategorien inner Kategorien zu machen, wenn es um Dominanz-Submission geht. An eine Kategorie als Restriktion, also Zurückhaltung, an eine inner Kategorie davon als Verbalrestriktion. Also, dass zum Beispiel eine Person sieht, wenn ihr kommen darf oder wenn ihr noch nicht. Und auch wo, also wann zum Beispiel der Penis involviert ist, an den Samenorgasmus produziert. Aber auch Restriktionen an, was darf ich gerade machen, und was darf ich nicht machen, sozusagen. Und dann gibt es aber noch andere Formen von Restriktion, zum Beispiel mit dem Körper. Was meinst du so Sachen wie, da den tatsächlich festgehalten wird, gefesselt wird? Ja. Genau, aber bei Formen von körperlicher Restriktion kann ich das effektiv mit dem Körper machen, zum Beispiel mit einer Hand festhalten oder Arm festhalten oder, ich weiß nicht, mit den Beinen von einer anderen Person festhalten oder so, für dann etwas mit der Person zu machen oder auch nicht. Da ist ja auch schon oft, wenn wir beim Switchen sehen, rollt sie vielleicht halt so ein bisschen mal daneben und probiert den dann mit allen Gliedern die einer Person irgendwie festzuhalten. Oder die Spannung ist ja auch da dran, das weiß ich, wo ich für dich angefangen habe, ein bisschen mehr kinky Sex mit einer von meinen ehemaligen Beziehungen zu haben, dass am Anfang alles ganz los war und dann so Beine auf die Seite gedrückt sind, festgehalten sind, also und ich weiß nicht, wie es weitergeht sozusagen. Dann sind mir noch Sachen angefallen wie den Kopf festhalten oder das Haar festhalten. Weil den viel also Pornofilme kennt. Also wenn den Dude dann der Frau an Tor greift und dann so mega festhält und so. Also ich fand das also immer so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Ja. Das ist aber mein Job, was ganz viele Leute so an ihrer Fantasiewelt tun, aber wahrscheinlich auch nicht immer direkt mit BDSM konnotieren das. So. Effektiv. Und da gehen aber nach Restriktionen mit irgendwelchen, dann mal so mal Gegenständen. Handschellen, die berühmte Plüschhandschellen, die für den 19. Geburtstag geschenkt kriegt. Und dann drauf könnt, ich fand das gut. Ich weiß nicht, wenn du das Erfahrung, pardon. Ich kriege leider auch keinen geschenkt. Die Seeler, es gehen auch einfach Fesseln, also die nicht Handschellen sind mehr. So Cuffs. Am Anfang die Handschellen sind auch nicht besonders gut, weil die sind ja oft so mega dünn und so. Ja. Vor allem, wenn die um den Handgelenker sind die mega weh. Also so echt so mit Deck gepolstert. Ja. Geschichten sind auf jeden Fall besser wie die rosa Plüschhandschellen. Auf jeden Fall. Und da gibt es noch Bondage-Tape. Stimmt, ja. Kannst du das? Wie Gaffer-Tape, den auf keiner Seite pusht, wie auf beide Seiten und sich selber und den Inhalt. Das ist ein bisschen schwer zu erklären. Das sieht aus wie Gaffer, mit es funktioniert ein bisschen anders und das kann aber ganz praktisch sein, weil das relativ sehr zu handhaben ist und muss ich noch nicht furchtbar viel kniet kennen dafür. Also am Anfang den Tape passt süß und sich selber. Ja. Was praktisch ist, weil der passt nicht in der Haut fest oder in den Haar oder so. Was gibt es noch für Formen von Restriktionen? Schaut man noch? Es gibt noch Augenbinden, oder kann ich noch einfach ein Tuch oder eine Schal holen. Und da gibt es noch, ich weiß nicht, ob das für dich auch eine Restriktion fällt, so ein Gagball oder so irgendeine Geschichte, die sich kann an oder um den Mund undoen, wo ihn dann der Mund nicht mehr ober dazu kriegt. Ja, yes, das habe ich mir auch abgeschrieben. Wobei, da gehen ja doch ganz viele unterschiedliche Modelle sozusagen. Also es gehen ja auch Ball zum Beispiel, die also um den Mund festmachen kann, wo aber dann noch so Lascher dran sind, dass ihn trotzdem noch kann atmen oder gut atmen. Und dann aber auch ganz geläufig, ich weiß nicht, der andere Person, wenn ihn dominiert, den Box erst so an der Day an den Mund machen. Genau, ja. So. Also so, das muss ich nicht irgendwelche ausgefallen Toys haben. Was willst du noch weiter auf Dinger Lust stehen? Ja, das war am Anfang mit den Restriktionen, also das war so an der Kategorie dran gemäht. Weil ich meine, dass die wo am meisten Leute Erfahrung damit haben, weil du hast schon einkehr bestimmt die andere Person gelegt, hingelöscht, irgendwie. Ja, genau. Thermomrik. Ja. Zusammen gehalten. Also das sind ja Sachen, die viel kommen. Ja. Das ist besser, wenn sie aufgeschwert viel kommen. Ja. Was sind denn noch so Sachen, die dir gefallen sind, Joel? Also mir wollte ich am Anfang nicht so viel über den S und den M an Verbindung mit den Schwätzen. Fällt mir aber an, dass
also Instrumente für Leute Ping zuzufügen, auch oft beim Dominieren eine Rolle spielen. Ja. Also das kann ich natürlich auch mit dem Kippermann oft mit den Händen, schon über Schluen, da gibt es auch dann den Begriff Spanking. Gibt Spanking am Anfang nicht mehr verwendet, wenn jemand die Hand auf den Händen schlägt? Ich habe mich beim Fieberreden auch gefreut. Ich weiß es nicht. Spanking nämlich nicht. Also es gibt ja auch andere Plätze, wo ich kann nicht schon. Ja. Mit den Händen ist oft die, wo es am sichersten ist, in der Person nicht So. irgendwie viel zu viel weh tut. So. Also zum Beispiel ob Nieren oder ob Dreck oder so. Genau, das ist keine gute Idee. keine gute Idee, nicht machen. Andere Plätze sind Bein, so Oberschenkel oder so. Ja. Brust Ja. oder Brust. Wobei, weil die mehr Tissue hat, weil das wahrscheinlich besser klagt, da mehr Spaß macht. Und dann Gesicht. Gesicht ist effektiv so eine Sache. Für verschiedene Leute, manchmal ging das gut nicht gut, weil das ultra krass persönlich ist, aber weil auch Gewalterfahrungen gemacht hat oder als kann dann Gesicht geschlagen ist als Bestrafung oder so, kann ich mir vorstellen. Das gut nicht geht, ja. Nee, mehr. Ich kann aber auch Leute, die so, ja, das ist die ultimative Form von Vertrauen irgendwie. Ja. Ja. Flogging? Ja, ob den Händen schlagen. Mit enger Rut. Einem sogenannten Flogger, einem Griff. Und dem Griff sind so lang Fissalen, sozusagen. Wir kennen aber auch Floggerinnen, die so platt sind. Also die einfach nicht so wie so ein... die ist Paddeln. Die ist der Paddel. Das ist... ja, es gibt ein ganz Rutsch von Schlaginstrumenten. Da geht es auch noch... Ob das die Gärte, ich weiß gar nicht, wie in der Plötzebüsch gibt so. Das, was du vom Klässe kriegst, wenn es nicht brav ist. Nein, aber das ist ein Rut. Ein Gärte aus dasselbe, das dann irgendwie als Leder, du hast dann, das bist du wie so ein Make-up-Band, just das oben die große Fähigkeit dann aus mir, wie ganz klangen. Ja, absolut. Aber kann ich noch an die Küche gehen und gucken, wie das da so und Pfannenwender geht, all kreativ gehen, von denen nicht so viel Sachen will irgendwo bestellen. Ich meine, es kann ein ganz Gespräch nehmen über SM, also Peng machen. Und ich denke, dass bei vielen um zurück zum DS zu kommen, dass bei vielen Spieler oder Rollenspieler, wo Dominanz und Submission eine Rolle spielen, auch irgendwie eine Art von Peng verbunden ist, muss aber nicht sein. Genau. Aber zum Beispiel eine Person zu beißen und muss nicht mega fast sein, kann ein Teil sein von die andere Person dominieren oder so, muss aber nicht. Ein bisschen von der Ober, wenn ich das aber gut finde. Dann sind du schon an dem Rollenspieler. Ich muss schon nicht ganz viel Erfahrung mit Rollenspieler per se. Aber das ist meine Schneider so ein Raum, wo ich nach mir kreativ kann sein, weil ihr dann tatsächlich an eine bestimmte Rolle rausschlüpft. Da kann ich sich alles vorstellen von Prof an die Schüler, zum Beispiel oder Doktorspielsche. Nee, du gibt ganz viel, du gibt doch ganz viel Fetische an die Richtungen an, du kann sich dann groß austoben. Und für die vielleicht eine zusätzliche Sicherheit, dass noch ein so ein Meta-Layer, weil ihr eine andere Person spielt. Und das gibt dann eine andere Sicherheit. Yes. So, wir sind schon bald zum Schluss von unserer Sendung gekommen. Du hast nach erster Schuld. Ja. Das du bestimmt doch da stehen hast, nämlich Aftercare. Yes. Also Aftercare, das ist im Gegensatz zu vielleicht Mythen, die es gibt, geht es eben bei BDSM nicht just darum, weh zu tun oder Wege zu kreieren. Aber es will ja irgendwie sich gut dabei fühlen. Und oft sind die Praktiken dann aber emotional ziemlich anstrengend, besonders wenn zum Beispiel verbal Erniedrigung dabei ist, aber auch all die Sachen, die wir geschwärzt haben, von Peng erleben, das ist für die Körper und auch für den Geist nicht immer so einfach. Und du kannst dann halt so an Situationen dran, die nicht so flott sind, wo ihnen sich dann nämlich so wohl fehlt. Und auch wenn das dem Moment nicht so ist, also da war wichtig, für zu summen, raufzukommen, für einfach dafür zu sorgen, dass die Lorem los einfach sicher aus dem Spiel rauskommt. Das ist das, was den Aftercare nennt. Und so gehen es ganz viele verschiedene Sachen, die ich kann machen. Kann ich sich zum Beispiel an den Arm holen, kann ich sich kussen, kann ich sich gegenseitig versichern, dass Lorem alles
normal ist, dann sich gern und sich nicht mehr muss sitzen. Es soll ihn, und das finde ich schon gesagt, mir das eigentlich auch wichtig, auch während dem aufpassen, dass die genug trinkt, gerade wenn sie sehr lang gehen, gerade wenn ihnen zum Beispiel geschlagen, das ist für die Körper dann aber anstrengend und es lebt ihnen einfach gefordert zu dehydrieren, also viel trinken, auch danach. Sich bequem Kleider undoen, sich an eng Decke wickeln, zusammen einen Lewe-Kannerfilm gucken, so Sachen. Schokolade ist auch immer ein guter Sache. Also so kuschelige Sachen nach Schokolade. Und dann aber auch, wenn ihr will, darüber schwätzen, wie wäre das lo, was hat mir gefallen, was hat mir nicht so gefallen, was will ich denn jetzt gar nicht machen, was will ich unbedingt nachher machen, was wäre super cool. Also die Kommunikation, von der wir schon geschwatzt haben, dass sie 4 drin und am besten noch während dem stattfindet, die soll natürlich auch nur stattfinden. Yes, absolut. Und ich denke, falls ihr Lust habt oder darauf aufmerksam gehen aus, dass Sachen, die ihr möchtet, vielleicht kinky sind oder dass ihr vielleicht Lust habt, Sachen auszuprobieren, die kinky sind, dass ihr sich immer kann mega los runterstellen und mal sich überlegen, was fand ich überhaupt gut, da vielleicht der Person mal der das kennt machen, der mal 4 Stunden und dann drüber zu schwatzen. Brauchen sich auf jeden Fall nicht zu stressen, wenn ihr merkt, fand ich vielleicht interessant. Auch nicht schummen. Egal, was die King ist. Yes. Und ja, für den einfach Murcht, Dominanz, also Mission zurückzukommen, was ja als Thema war. Am Anfang mein Wort zum Sonden als Murcht am Anfang immer eine Rolle spielt bei Sexualität oder Intimität. Weil wenn ich früher gesagt habe, ledig hin an Dank und England, ja, kann das ist Rollenverteilung relativ klar, und mit Murcht halt auch. Oder wenn es von ich King eng Schein allerweise die Sachen open zu lehen, um mal ein bisschen sichtbar zu machen, aber vielleicht auch mit den Murchtverhaltnissen zu spielen und sie umzudrehen. Genau. Und wenn ihr Lust habt, das zu machen, könnt ihr ganz viel Platz am Internet oder so, wo ihr sich kann informieren. Das ist immer gut für 4 Stunden ein bisschen zu lesen. Yes. Vielleicht auch gemeinsam. Yes. Stay safe, risk aware and consensual. And hydrated. Ciao. Ciao. Ein gut froh. Gut gefroht. Nodems ma fir drun am Gespräch iwwer konsensual Peng geschwaten, also eng positiv Peng, déi vun all Persoun gewollt ass an hi locht mi gros mischt, ginge Schlogär aber eng ganz ane Art vu Penger goen. Ungewollt Peng beim Sex. Dëst Rubrik geht fir un allem ungewollt Peng bei Persone mat enger Vulva. Peng kann Resultat vun engem physischen, aber auch engem emotionalen oder psychologische Grund sinn. Haut konzentrieren ich mich op die physisch Grünn. Und zielen ihr Schlo 5 physisch Ursachen für ungewollt Peng beim Sex ab. Punkt Nummer 1. Irritation, Allergie, Infektion. Irritationen, Allergien und Infektionen können dazu führen, dass die bandigst Vulvalepsen, also die Lepsen, die rundherum de Vaginal Ergang sind, brennen, wedien oder kratzen. Wenn Vulva-Gewebe gereizt ist, da soll die beiden Doktor oder Doktisch gehen, für den pH-Wert testen zu lassen und einen vollständigen STI-Test zu machen. STIs sind sexuell übertragbare Infektionen, wie zum Beispiel Chlamydien. Oft ist der Grund aber kein STI, mehr beispielsweise eine ganz gelebte Pilzinfektion. Hier helfen Cremen und Milchsäurebakterien aus der Abdikt. Es kann auch sein, dass ihn zum Beispiel ob den synthetischen Stoff von der Innerwäsche, ob Gleitmittel oder ob Seef liegt allergisch ist. Ich rekommandiere pH-neutral Seef a Baumwoll-Innerwäsche. Punkt Nummer 2. Vaginaldrüschenheit. Vaginaldrüschenheit ist eine wirklich häufige Ursache für Peng beim Sex. All Personen produziert, auch je nachdem, wo sie an ihrem Menstruationszyklus ist, unterschiedlich viel Feuchtigkeit. Wenn Berührungen oder Reibungen bausen an der Vulva oder Bannen an der Vagina weiden oder unangenehm sind, ist es immer eine gute Idee, Gleitmittel oder Spaut zu benutzen. Punkt Nummer 3. Vaginismus. Vaginismus ist ein unwillkürlichen, das heißt automatischen und nicht kontrollierbaren Muskelkrampf oder auch eine Überaktivität vom Beckenboden, die antritt, wenn etwas an die Vagina angefordert wird, also zum Beispiel bei penetrativem Sex. Den Muskelkrampf verursacht viele Peng und eine übermäßige Verspannung an der Vagina. Es tut den Gefühl,
Et steht sie in eng Mauer, wann ihr probiert, etwas an die Vagina anzufeieren. Oft auch bei engem einzelnen Fanger. Da tut Doma dazu dienen, dass die Muskeln sich ungewollt verkrampfen. Und nicht, dass die Person und sich verkrampft ist. Punkt Nummer 4. Endometriose. Endometriose ist eine Krankheit, bei der sich Gebärmutterzellen außerhalb von der Gebärmutter, also dem Uterus, wurzeln. Zum Beispiel an den Eierstock oder am Mo. Den Zellenwurstum kann zu Entzündungen an mega schmerzhafte Regelblutungen führen, wie auch zu Peng beim Sex. Führen allem bei penetrativem Sex, also wenn etwas an die Vagina angefeuert wird. Punkt Nummer 5. Fibrose. Ein Fibrose, oder auch nach Kyst genannt, ist wenn der Körper Bindegewebe produziert, wo es nicht hingehört. Das kann zum Beispiel am Uterus oder an den Eierstock passieren. Kysten an der Gebärmutter sind gutartig Muskelwucherin und der Wand von der Gebärmutter. Gutartig heißt, dass es keine Krebszellen sind. Das ginge bösartig nennen. Zysten an den Eierstock sind Säckelscher und den Eierstock selber, die mit Flüssigkeit gefüllt sind. Sowohl an der Gebärmutter wie auch an den Eierstock kann beides zu Bauchweh führen, besonders bei penetrativem Sex. Egal was die Ursache von der Peng ist, die Erfahrung vom Weh ist real. Wenn der Peng hat, geht bei einem Doktor, dem der vertraut, setzt sich dafür an, gehört zu gehen. Auch Beckenboden Physiotherapeuten und Therapeutinnen können helfen, zum Beispiel bei einem Vaginismus. Sie ist erst die Hilfe, die am besten bei ihren Bedürfnissen passt. Jedereen hat Recht auf lustvolle Sex, frei von ungewollter Peng. Hast du noch Fragen, Antworten oder Umwirkungen? Das schreibe ich auf sax@ara.lu. Fragen gehen natürlich beantwortet und ihr das mehr annehmen nennen. Über Feedback freuen wir uns immer. Ihr fand mehr wie Sex auf Facebook, Instagram, sexpodcast.lu oder all gewinntene Podcast-Plattformen. Mehr wie Sex. Der Podcast für alle Menschen mit einem Körper. Mit freundlicher und finanzieller Unterstützung vom CESAS, dem Nationale Referenzcenter für die Promotion von der affektiver und sexueller Gesundheit. Den CESAS geht alle Responsabilität für die Inhalte von diesem Podcast auf.